La juventud en Camboya. Estaba bien grabado y todo, pero no se llegó a entender muy bien lo que querían explicar o algo así. Lo que hacen en la escuela y que también nos estaba mostrando que también usaban redes sociales. Yo creo que sí se podría estar en esa situación.
porque, bueno, acá no hay tanta naturaleza como ahí, bueno, al menos acá en Cusco, pero sí se podría estar en una situación. Tu familia, hacer sus deberes. Estar en internet, pasear en la naturaleza. Y otra diferente cultura. Y tal vez gracias a eso, bueno, por eso tienen otras costumbres. Kambodscha. Der Schulalltag der Kinder in Kambodscha. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Sie haben das sehr gut gemacht, finde ich, wie sie so im Haushalt und auch in der Schule leben. Ich fand es auch sehr spannend, dass sie noch zum Schluss einen Acker gezeigt haben, wie die mit den 2 Stieren umgegraben hat oder neu gesät hat, das weiß ich gerade nicht. Ja, und der Einblick in die Schule, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich fand den Film sehr gut. In diesem Film hat mich fasziniert die Umwelt dort, die grüne Wiese mit den Bäumen, das Schlammfeld da, wo mit den Ochsen durchgelaufen ist. Der Film von Kambodscha hat mir jetzt am besten gefallen. Der Film war eigentlich sehr gut zusammengeschnitten und bearbeitet. Also mit der Technik sind sie auch sehr weit entwickelt. Sie haben auch alle Nahtels und Computer und so. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass sie so technische Geräte haben. Am Anfang haben sie mit Computer gearbeitet. Das hat mich ein bisschen fasziniert, also dass die da auch Computer haben. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dort in die Schule zu gehen, eben weil ich auch einblicken möchte, wie sie dort leben. Und jetzt, wie ich bei dem Filmausschnitt gesehen habe, interessiert es mich schon sehr, dort in die Schule zu gehen. Ich glaube schon, dass ich da schnell Freunde finde. Ja. Also eher nicht. Aber ich könnte es mir schon wenig vorstellen. Ja, also ich könnte mir nicht wirklich dort vorstellen, dort in die Schule zu gehen, weil es alles sehr anders ist und sie haben auch zum Beispiel einen sehr langen Schulweg. Und dass sie so viel mithelfen und so, das wären wir nicht gewöhnt. Aber eigentlich die Gegend und so war sehr schön. Mir hat die Umgebung da sehr gut gefallen und ich fand auch die Leute noch sympathisch. Aber ich würde, glaube ich, lieber in der Schweiz leben, weil es mir hier besser gefällt. Aber für die Ferien fände ich es doch sehr schön. Ich denke schon, dass ich Kollegen finden würde, weil ich die noch nett fand. Sie haben auch sehr glücklich ausgesehen und miteinander gespielt und so. Sie haben einen guten Kontakt zueinander. Sie haben fröhlich ausgesehen und sie haben locker und kontaktfreudig gewirkt. Klar, mein Leben unterscheidet sich von dem Jungen. Ich muss natürlich nicht so viel mit dem Haushalt mithelfen. Oder sie sind jetzt mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ich habe die Schule sehr nah bei mir zu Hause. Ich kann zu Fuß gehen. Oder meine Mutter fährt mich. Die müssen viel mehr selber machen. Die müssen Holz holen und Wasser selber holen. Und das müssen wir hier halt nicht machen. Ich denke, sie sind selbstständiger, ja, als wir hier. Wir sind weniger selbstständig hier, weil wir hier eigentlich alles kriegen schon von den Eltern, von anderen Leuten. Wir haben hier Berge und sie nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das Gefühl, dass sie sehr selbstständig sind. Wir sind auch sehr selbstständig, aber sie übernehmen eigentlich viel andere und mehr Sachen. Sie kochen selber, sie gehen selber holzen. Sie müssen das Wasser holen und so. Ich denke, wir sind beide circa gleich selbstständig, weil sie müssen viele Sachen selber machen und helfen und so. Aber ich mache auch noch viele Sachen selber. Und ich helfe auch ab und zu was. Ito lang to sa Cambodia. Ha?
Ha? Aruhay nga pamyo. Na title? Estudyante sa Kaanog Bisyo. Estudyante sa Kaon ug Bisyo. Sige sa manok sa manok. Sige. Sige na manok sa manok para magsud. Bawog sa manok. Unsa pa? Kung pangahan mo daw kung anay maglungag. Unsa man sa batasan? Ano yung bisyo. Na sila bisyo. Unsa bisyo? Unsa pa man? Unsa pa'y kalahian ninyo nakitaan? Kung na sila sulod sa eskwelahan, pamasangil. Kung sa'yo pamasangil na Ang gawas ay sa tulog. kay matulog.